Cosi fan tutte von Matthias Zesch. Wenn wir schon einmal in Wien sind, da müssen wir auch ein bisschen Kultur mitnehmen, hat meine Frau gesagt, wie wir vor ein paar Jahren mit unseren 3 großen Kindern dort waren. Und deswegen hat sie gleich übers Internet 5 teure Karten für die Freilichtaufführung vom Wolfgang Amadeus Mozart seinem Cosi fan tutte bestellt. Es waren all einverstanden, die Mama hat sie ja bezahlt, es war mit im Hochsommer, wir haben fast alle Museen durchwandert gehabt. Und außerdem war es in dem wunderschönen kaiserlichen Park Bad Schönbrunn. Ihr waren sicher auch schon mal dort, oder? Ich habe mich erst mal schlau gemacht, was das überhaupt heißt, Cosi van Tutte, und um was es da geht in der 2,5 Stunden Kultur. Alla, das ist italienisch und heißt, so machen's all miteinander. Gemeint sind die Frauen. Und es geht halt wie immer um Lieb und Verrat und Lust und Leid und Blut und Tränen. Mehr uns also in Schale geschmissen, mit der U-Bahn hingebrummt und nach der Weg zum des Events gefunden. Es hat alles geklappt mit einer teuren Karte. Es war ein schöner, heißer Abend, noch hell und mehr glücklich in der hintersten Reihe in so einem wunderschönen Freilufttheater im Park Schönbrunn. Schon bevor es angefangen hat's viel zum Gucken gegeben. Nicht nur die paar wenige Kulisse, auch die Leid, weil die hätten sich halt ein bisschen besser zurechtgemacht hatte. Die Männer im Smoking, die Touristen im kurzen T-Shirt und die meisten Frauen mit ganz besonderen Kleider. Mit Kleider, sag ich euch. Die eine in Stoffberge wie zu Zeiten vom Mozart. Die andere in hautenge Dinger wie die Wurst in der Wursthaut, sagt meine Frau immer. Und viel mit der Hals frei bis kurz vor die Brustwarze und das Knick nackig bis zum Poppes. Und gerochen hat's wie in der Parfümerie vom Lafayette in Paris. Alle Düft, wo's gibt, auf einmal zusammen. Alla hab ich mir gesagt, das hat sich doch alle deswegen schon gelohnt. Cosi van tutte und gucken darf man. Und dann hat's endlich angefangen. Die Ouvertüre ist ertönt, die Sänger und Sängerinnen sind aufgedreht und haben wirklich schön gesungen. Es waren junge, noch ein bisschen unerfahrene Studenten, aber die haben es ganz gut gemacht für im Freien, wo ja jeder weiß, dass es überhaupt nicht einfach ist, weil da ja jeden Giegser sofort herrscht wie der trockene Akustik. Die Fegelhände zugepfiffen, von weitem hast den Brunnenrauschen her und die Musik hat ich zum Träumen gebracht. Jedenfalls immer mal wieder. Es hat sich nämlich rausgestellt, dass direkt keine 5 Meter hinter unserer kleinen Tribüne die Kisch von der Wirtschaft war. Und zwar ja ziemlich heiß. Und die Fenster waren auf. Und Wiener Schnitzel werden halt einmal flach gebatscht. Und das haben die Kisch auch mit derselben Leidenschaft gemacht, also das Batsche, wie die Musiker auf ihre Geige gefiedelt haben. Cosi van tutte. Man kennt das sagen, Mozart und Schnitzel haben sich akustisch neutralisiert. Ich wollt mich schon rumdrehen und ins Fenster plärren, sie sollen doch nachher weiterkloppen. Wir hätten doch für Kultur viel Geld ausgegeben. Aber da hat der Koch zum Glück in de Suppe weitergeriert. Für ein paar Minuten. Himmel, Herrgott, ist es doch kurz drauf weitergegangen mit dem Gebatsch. Und sofort, immer bis kurz vor meinem Eingreifen. Endlich ist die Großpause gekommen zwischen 2 Akte, Cosi van tutte, und spätestens dann habe ich gewusst, warum Opernhäuser rundrum zu sind. Alla, in der Erholungszeit haben wir dann unsere Befindlichkeit mit Sekt und suffisante Bemerkungen über Schnitzel und Schulterfreiheit gehoben. Dann hat's geklingelt und wir sind wieder auf die Plätze. Wir haben ja nicht noch für die erste Halbzeit bezahlt gehabt. Kurz drauf ist es langsam dunkel geworden. Die Szene vorne ist mit Scheinwerfer fantastisch illuminiert gewesen. Die Musiker haben wieder losgelegt und das Drama hat sich gesteigert in Mord und Totschlag. Aber nicht auf der Bühne, sondern im richtigen Leben. Ich hab nämlich auf einmal gemerkt, dass das Batsche aus der Wirtschaft in die Zuschauer gewandert ist. Die Leute haben irgendwie zuckig auf sich draufgeschlagen. Cosi van tutte.
All Männer sind beteiligt. Die Ursache habe ich auch gleich entdeckt. Mindestens 10 Millionen Schnogen haben den ganzen Abend auf den Moment gewartet gehabt. Laue Dämmerung, haufenweise nackiges Fleisch mit unwiderstehlichem Parfümduft und unten drunter Blut mit einer feinen Note von Sekt und Orangensaft. Ich sage euch, ein richtiger Festtagsbraten für alle Mini-Vampire aus dem großen, wunderschönen kaiserlichen Park von Bad Schönbrunn mit den viele Teiche und Timpel. Wahrscheinlich haben die das schon Stunden vorher ihre Kinder und Freundinnen erzählt und das Wasser ist ne im Rissel zusammengelaufen. Und die Ent hat der andere zugesimst. Così fan tutte. Die, wo anständig angezogen waren im Auditorium, die waren eindeutig im Vorteil. Auf so mancher freigelegte Haut haben sich rote Bolle abgezeichnet oder Abdruck, wo Hände drauf gepatscht haben, zum Teil mit Blut dran und das bei de feinsten Damen. Ich hab mir mein Batschkap auf die Glatz gezogen, mein Rehenjack aus'm Rucksack angelegt, trotz der Hitze, und mit dem Programm habe ich propellerartig gewedelt. Das sind aber ziemlich viel gemacht, und so war's a Rauschen und Rascheln und Batschen und Fluchen um uns rum mit der Musik im Hintergrund. Die Sänger und Musikerinnen habe ich bewundert. Die haben in stoischer Ruhe ihr Stück abgespult, wie wann sie von all dem nix mitkriegen. Die müssen das gewöhnt gewesen sein. Und offenbar hat jedes von denen pro Abend eine ganze Flasche Schnoke-Ex an sich verbraucht, hab ich mir ausgerechnet, weil offenbar hat die Vampirschar um die einen großen Bogen gemacht. Allah, irgendwann hört alles auf, ach, das größte Lust, Lieb, Mord und Totschlagfest. In dem Fall hat der Mozart-Batsch-Kulturabend damit aufgehört, dass die Musik fertig war und alles geklatscht hat, da ist es dann nicht mehr drauf angekommen, ob in die Hände oder auf den Hals. Auf dem Heimweg habe ich zu meiner Frau gesagt, das nächste Mal gehen wir wieder im Winter in Mollem ins Theater. Da bin ich sicher, dass hinter der Sitz kein Wiener Schnitzelbrett gekloppt werden. Und Schnaken gibt's danach keine mehr. Und außerdem hätte ich gelesen, dass sie genau das Stück jetzt da spielen täten. Und es wäre nicht einmal halber so teuer wie da in Wien, bei deiner elenden Blutsauger, das vom Wolfgang Amadeus Mozart, das Così fan tutte.